ist voll. Es ist noch früh in der Saison und beide Mannschaften, das haben die letzten Wochen gezeigt, haben ihre wahre Form noch nicht gefunden. Insofern könnte das heute vielleicht eine richtungsweisende Partie sein, Sebastian. Absolut, Tom. Ich denke, das genauso wie du. Und gerade der Verlierer muss ja aufpassen. Also er müsste dann doch darauf achten, dass er nicht zu sehr unten reinrutscht. Aber der Gewinner, der könnte sich dann wieder nach oben orientieren. Also deswegen ist das so eine packende Begegnung. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Achtung, jetzt brennt's. Der Ball streift am Pfosten vorbei. Gut gemacht. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Ja, erstmal raus aus dem Gefahrenbereich und dann in die Offensive. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Der Ball ist noch heiß. Ja, das sieht gut aus. Guter Spielzug. Klasse Schuss aus der Distanz. Das war richtig knapp. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Und was für ein Tor. Für das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Im Abseits. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt Abseits oder nicht? Oh, das sieht gut aus. So, der Verteidiger hat sich den Ball geschnappt. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Genau so stellen wir uns das vor. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Er hat es einfach mal mit einem langen Ball versucht, aber das war natürlich viel zu ungenau. Die nächste souveräne Abwehraktion. Und da hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch.
Ja, da musst du erstmal durchkommen. Klappt nicht. Ja, warum nicht? Und der Ball geht ganz, ganz weit am Tor vorbei. Und der Kopfball sorgt erstmal für Ruhe. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Also die Abwehr, die musst du erstmal aus den Angeln heben. Ja. Tja, und wie willst du da an den Ball kommen? Das ist ja super, wie der da durch die Reihen läuft. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Jetzt hat er den Platz. Und den muss er jetzt verwandeln. Ja, der ist noch heiß. Ja, das ist ganz ohne Spiel. Da ist die erste Hälfte schon vorbei. Tja, und wenn sich die Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Also ich wundere mich, da ist der Spieler verletzt und es gibt nicht mal eine Verwarnung. Oh, das war ein böses Foul. Und was macht der Schiedsrichter? Er lässt weiterlaufen. Das gibt's doch nicht. Genau in den Lauf. Ehrlich gesagt, mir ist überhaupt nicht klar, was er mit dieser Aktion bezwecken wollte. Ja, jetzt könnte die Flanke gleich kommen. Und der Ball ist schnell aus der Gefahr. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab. Spielstand 1:0. Also wenn wir auf das Ergebnis schauen, könnte man sich ja täuschen lassen. Aber, meine Damen und Herren, es sagt natürlich nichts über die Spielanteile beider Mannschaften aus. Die waren doch sehr unterschiedlich. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Klare Sache, logisch. Freistoß. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, und das Tackling war schlecht getimt, deswegen die Entscheidung korrekt. Verwarnung. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Sauber geklärt vom Torwart. Ah, wunderbar gesehen. Und der passt genau in den Knick. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. So, da haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Gute Abwehrarbeit. Schöner Ball, weit in die Spitze.
Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Jetzt muss die Flanke kommen. Ah, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Der Torwart wirft den Ball ab. Da sieht er die Lücke. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss Gelb geben. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Da gibt es wenig Platz für die Angreifer jetzt. Und sie machen da hinten die Räume eng. Da könnte man eine Flanke gut vorstellen. So, und jetzt alles nach vorne. Zieh ab, Junge! Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. So, jetzt muss er nur noch die Nerven behalten, ruhig bleiben. Kommt er auch am letzten Abwehrspieler vorbei. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Genau in die Arme des Torhüters. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und ab geht's in die andere Richtung. Ja, gewonnen hätten sie beide lieber, das ist keine Frage. Aber so müssen sie sich mit einem Remis begnügen. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.